So, dann sind wir doch da auch wieder zurück in Elder Scrolls Online. Und jetzt sind wir unterwegs zu Viveks Palast. Ich bin gespannt, was da passiert. Das ist schon ein schöner Palast. Höhlenstege. Ein Riesenstege. Ja. Zum Glück muss ich die nicht durchsäckeln. Da. Das ist ja noch schnell. Oh. Hat etwa Aussicht, der Kollege, hä? Reise Vivek. Oh. Verstanden? Spreche mit Vivek. Dies ist die Person, die mir am Grabmal half, mein Fürst. Fürst Vivek, wir brauchen die Hilfe Holy shit. dieses Fremdländers nicht. Oh, seid still, Erzkanoniker Talos. Fremdländer haben ihren Nutzen und dieser interessiert mich. Wie Ja. ihr wünscht. Ich bin in meiner Amtsstube, falls ihr mich braucht. Tretet vor, Freund Levules. Lasst uns reden. Kanoniker Levule meint, ihr hättet ihm bei seiner Mission geholfen. Wie ich geschrieben habe, wer meinen Verbündeten hilft, wird mein Freund. Trotz der Sorgen des Erzkanonikers begrüße ich euch voller Aufrichtigkeit und stelle euch eine einfache Frage. Werdet ihr uns noch weiterhelfen, Fremdländer? Ich verfüge über Ordinatoren und Wappenträger, gewaltige Armeen von Anhängern und ergebene Priester. Was ich jedoch nicht habe, ist eine frische Sicht der Dinge. Werdet ihr eure persönlichen Ziele eine Weile aufschieben und zu den Augen und Ohren eines Gottes werden? Ja, das kann man. Ich brauche Unterstützung, um ein seltsames Phänomen zu untersuchen, das der Ahnen zufolge tatsächlich ein echtes Ärgernis darstellen könnte. Wir fangen mit einem einfachen Hellsichtritual an. Erzkanoniker Talos kann euch sagen, was wir brauchen, um diesem Rätsel nachzugehen. Sucht den Erzkanoniker in seinem Arbeitszimmer auf. Er wird euch sagen, wie es weitergeht. Okay. Das nimmt mich auch noch Wunder. Levules Ahnen hat mir versichert, dass eine Quelle meiner Kraft sicher ist, was den Rest angeht. Lasst den Gedanken reifen und nur dann sprechen, wenn er sicher Früchte trägt. Ich brauche mehr Informationen über die Lage. Daher ist das Hellsichtritual nötig. Die mich peinigende Lage macht auch meinem Erzkanoniker zu schaffen. Aber die dädrische Fürstin? Ich schätze, dass dieselben Ereignisse, die mich betreffen, auch für Azura von Interesse sein könnten. Aber sie könnte ebenso gut der Ursprung all dieses Ärgers sein. Der Rote Berg, seltsame Daedra. Und dann wäre da... Nun, unterhalten wir uns doch darüber, wenn ihr zurückkehrt. Okay, gut, in dem Fall. Das machen wir doch das gut. Übrigens, mit euch, das könnte die Stimme sein von wie heisst der? Jetzt kommt mir der Name nicht in den Sinn. Die Stimme von... Also die Synchronstimme von, meine ich, von X, genau. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heisst. Übrigens habe ich da jetzt so ein Viech noch gekauft. Ah, genau. Da, voilà, ist er. Hey, Jeff, ist er wieder fort? Nein, da. Jetzt haben wir noch Suche da, da finden wir noch Herzige. Da ist noch ein Herzige, hä? Ja. Where to go? Oh, hier. Das ist halt richtig in dem Fall. Da hier ist es doch. Des Erzkanonikers. Hallo. Du siehst aus wie mein Reittier, ist das normal? Ja, ist es. Da ist er. Ah,
Fremdländer. Fürst Vivek ist zu vertrauensselig, seine Hoffnung in jemanden wie euch zu setzen. Aber wer bin ich schon, meinen Gott zu hinterfragen? Ich schätze, er hat euch zu mir geschickt, damit ich euch an die Arbeit schicken kann. Hat er gesagt, welche Aufgabe wir als erstes für ihn erfüllen sollen? Ah ja, wir müssen ein Ritual durchführen, um das Wesen des Phänomens zu offenbaren, das Fürst Vivek so belastet. Nun hört genau zu. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Trotz meiner Einwände glaubt Vivek, ihr wäret geschickt worden, um zu helfen. Also werde ich mein Bestes geben, euch zu unterstützen. Das ist aber Geht nett. zur im Bau befindlichen Stufenpyramide und sagt der Aufseherin, Fürst Vivek bräuchte den Segenstein. Dann bringt ihr ihn zu mir in den Palast. Ihr habt einen einfachen Auftrag im Dienste Fürst Viveks erhalten. Und schon werden zahllose ungebetene Fragen in eurem Geist aufgeworfen. Nun gut, nur zu. Stellt eure Fragen. Es ist ja nicht so, dass ich der vielbeschäftigte Erzkanoniker eines lebenden Gottes oder so wäre. Ah, das Unwissen der Fremdländer. Wie erfrischend. Ja, In den erzähl. Segensteinen wird eine kleine Menge von Fürst Viveks Kraft gespeichert. Sie erlauben es seiner Gunst, einen ihm geweihten Ort zu durchdringen. Wir brauchen einen solchen Stein, um das Hellsichtritual mit Kraft zu versorgen. Okay. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, das Phänomen behindert Fürst Vivek in ungewöhnlicher Art und Weise. Es wird sicherer für alle sein, wenn ich das Ritual mit dem Segenstein durchführe, anstatt auf die persönlichen Energiereserven meines Fürsten zurückzugreifen. Jawohl, keine Ahnung, was er meint, aber das ist schon gut. Selbst wenn ich es euch sagen würde, würdet ihr es nicht verstehen. Fürst Viveks Sinnesschärfe übersteigt bei weitem jene der gewöhnlichen Sterblichen. Belassen wir es dabei, dass er eine Störung im Energiefluss in ganz Wardenfell verspürt. Er ist auf der Suche nach der Quelle dieser Störung. Fürst Vivek sieht überall Zeichen und Omen. Im Herzen ist er ein Poet. Ich hingegen neige dazu, pragmatischer zu sein. Manchmal ist ein Vulkan nur ein Vulkan und kein Sendbote des Untergangs. Was die Daedra angeht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist eine Beschwörung aus dem Ruder gelaufen. Okay, das längt, glaube ich. Oh, ups. Ja. Habe ich euch irgendwie beleidigt? Wäre noch eine Frage gewesen. Das nimmt es gleich wunder, was er noch Aufseherin meint. Shiralas überwacht den Bau der Ja. Ihr habt einen einfachen... Mich beleidigen? Da überschätzt ihr euch aber etwas. Nein, ich empfinde das Gleiche gegenüber allen Fremdländern. Das ist eine Angelegenheit des Tribunals, die auch am besten vom Tribunal bewältigt werden sollte. Doch ich gehorche auch Fürst Vivek. Also werde ich eure Beteiligung dulden und mein Bestes tun, euch zu helfen. Ja, ist ein guter Cape. Der ist ein guter. Komm, Viech. Wir gehen. Wo gehen wir? Ah, genau. Raus. Ja. Ah, das kann gar nicht geklaut, in dem Fall. Nein. Shit. Zu viel. Mist. Das war jetzt nicht schlau gewesen. So, jetzt da nie ein Händler oder etwas. Wegschreien. Ja, den brauche ich nicht. Ich habe gesagt, den brauche ich nicht. Ah, R3 ist es, genau. Sorry. Ich mache Sachen verkaufen da, weil es ist... Das ist mühsam, wenn man nie genug Platz hat. Und einfach nur alles fortschießen ist auch nicht cool. Ist der weiter oben? Nein, ist schon richtig. Nein, ist nicht richtig. Scheiben, Kleister. Ist doch hier oben. Hä?
Da ist noch einer weiter unten. Ah, okay. Wo geht man denn da? Jetzt ernsthaft. Nein. Du spinnst jetzt, oder was? Komm wir da nicht über. Wo ist der? Was? Hallo, hübsche Frau. Sorry, aber... Komm. Ja gut, das war dumm. Und da hat es nichts. Ganz schlau gemacht. Sehr schlau. Super, gut. Das ist gut. Super. Raffi, hast du super gemacht. Schlau, wie ein Mohren. Also der beste Gamer auf der Welt. Das ist ja klar. Also ich bin der beste Gamer. Das ist völlig logisch. Also das ist ja... Aber wieso zeigt es mir das Zeug nicht an? Dort? Das ist doch einfach... Oh, einer weiter. Danke vielmals, liebe Entwickler. Was? Ja, aber nicht wirklich, oder? Sag jetzt nicht, ich habe die Leiter nicht gebraucht. Oh, das ist doch nicht wahr. Nee, das gibt's ja nicht. Mein Glück hat mich verlassen. Ja. Ich habe keine Zeit, oder zu dem Händler. Ist der wirklich da oben? Irgendwo? Das ist ein bisschen mühsam mit dem Ding. Okay. Ah, das ist doch hier. Excuse, liebe Zuschauer. Manchmal... Oh, das gibt's doch nicht. Da muss er doch sein, oder? Köchin. Ist nicht wahr, oder? Für was hat man eine Karte, wenn man nicht drauf schaut? Mann. Was? Jetzt geht's wieder runter? Nee, kann nicht sein. Da. Ah, okay. Jetzt kommt es vielleicht gut, hä? Warum schält ihr euch denn nicht aus diesen unbequemen alten Sachen und probiert einmal dies hier an? Ich weiß, es wird euch ganz fabelhaft stehen. Schon mal für das. Dann Verkauf jetzt.
Das geht gar nicht. Das ist geil, das geht mir gar nicht. Im Moment. Schnell schauen, Inventar. Vorräte. Eisenschwert. Nicht etwas Neues eigentlich. Oh. Die sind einfach viel schlechter. Wieso? Weil sie Juden sind. Sklavenhose. Okay, das kann man das Zeug auch noch. Ich weiß gar nicht, kann man darüber ausverkaufen? Oder muss man aufpassen, dass... Hallo? Wo ist jetzt die her? Ah, da. Oh, wenn ihr mal kein hübsches Pferd. Also die Axt ist nicht drin, das heisst in dem Fall... Das nützt mir gar nicht, wenn ich das Zeug alles verkaufe. Ja. Ist ja gleich. Jut und die brauche ich nicht, weil die... Ich weiß nicht, was das soll. Ein Pilz. Ja, okay. Haben wir halt mal den Weidenhändler den Ding ausgerüstet da. Okay, das ist jetzt 2, das ist ja doppelt, das ist in Ordnung. Oh, das fühle ich mich viel leichter, jetzt kann ich viel besser säckeln. Judi hui. Ja, das ist jetzt demarkiert, nein. So. Wo ist sie denn? Da. Dass ich da wieder irgendwie rauskomme. Oder runterkommen, besser gesagt. Oh, komm. Oh, unfähig. Mal hier ist gut. Oder? Nein, das ist zu weit oben. Ah, etwas so doof. Ich muss natürlich hier inwendig wieder runter. Ja.
das ja. Excuse. Shit. Mal hier geht's ab. Oh, genau. Manchmal ist es halt schon nicht so einfach da. Hopp. Shit, falsche Richtung. Fuck. Bitte, ich muss essen. Was musst du? Hunger oder was ist? Das kann ich das dem gar nicht geben. Oh. What? Das habe ich eigentlich nicht wollen. Fuck you, nee, das habe ich nicht wollen. Scheisse, warum? Steck's weg. Hallo. Halt, Lump! Ihr habt zwar bestimmt nicht einmal das nötige Gold, aber ich muss euch die Gelegenheit geben, euer Kopfgeld zu zahlen. Ihr seid kaum die Mühe wert. Scheisse! Das habe ich nicht wollen, Mann. Wieso? Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt extrem doof, weil jetzt komme ich hier gar nicht mehr vorbei. Ja, da habe ich es schön, dann habe ich nicht geritten. Ich dachte noch nie im Leben etwas tun eigentlich. Hallo. Sorry, leider falsche Seite vorhin. Excuse. Nein. Hallo. Oh. Lass mich sein. Begleiter. Ist mit dem Gäbe am Ohren. Ich hoffe, ihr sagt jetzt in die richtige Richtung. Sonst wäre das schlecht. Nein. Nein. Ja. Nein, falsch. Falscher Weg. Sorry, Achtung, excuse. Wie lange muss ich denn noch laufen? So schnell kann es gehen. Das machen wir doch auch noch. Dieses Vorhaben war schlichtweg eine Katastrophe nach der anderen. Wie soll ich diese Stufenpyramide denn rechtzeitig fertigstellen, wenn dauernd etwas schief geht? Achtet nicht weiter auf mich, ich habe nur einen dieser Tage. Mhm. Unseren Segenstein? Wisst ihr, was geschieht, wenn wir unseren Segenstein weggeben?
Tja, ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Zeitplan so niemals einhalten werden. Und auch unsere Unfallserie wird dadurch nicht beendet. Ich widerspreche dem Erzkanoniker nun wirklich nicht gern. Aber das ist eine schreckliche Idee. Fürst Vivek? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Aber ich brauche eure Hilfe, bevor ich euch den Segensstein übergeben kann. Der Weg, der zur Weihekammer führt, liegt in Trümmern und nun sind einige Arbeiter verschüttet. Wenn ihr den Weg freimachen könnt, dann könnt ihr den Stein leihen. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber denkt daran, dass ihr den Stein nur ausgeliehen habt. Er muss vor der nächsten Schicht wieder in der Weihekammer sein, sonst wird diese Stufenpyramide niemals rechtzeitig fertig. Verstanden. Machen wir doch. Aber wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und dann wünsche ich euch etwas. Noch schön am 1. August, weil das hier kommt am 1. August rauf. Wow, shit. Nein, lass mich sein. Ich habe nichts gemacht. Lass mich sein. Wie soll das? Ich kann nicht einfach die Kiste. Das muss einfach die Kiste können. Oh Mann. Ja, schleift es nicht jetzt allen. Ja, super. Jetzt bin ich am Schluss doch noch gestorben. Bin jetzt noch gesucht? Nein, jetzt habe ich einfach nicht mehr. Ihr seid nun aufrichtig. Ja, super schön. Aber das Ding habe ich noch. Die Quest habe ich noch. Ist das so? Okay.